Moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal Samstagmorgen. Es ist immer wieder ein Highlight, das zu fahren. Wir sind heute auf dem Weg auf Dietliken. Haben wir nicht etwas vor. Ihr würdet es wahrscheinlich erfahren, wenn ich das geschafft habe. Und zwar würdet ihr das erfahren in der Story von Instagram. Da ist noch der Instagram-Link. Ich hoffe, ihr vergesst nicht reinzupacken. Oh nein, jetzt ist rot. Dann leck mal am Arsch. Weißt du, dann fahre ich anders fahren. Ich fahre anders. Bei mir ist es immer so, ich sehe jetzt, ich habe jetzt ohne Auto gemacht, komme um 8 ab 9 an. Und für mich ist es immer so, ich denke mir so, kann ich jetzt ein bisschen 1-2 Minuten ausholen, weißt du, das ist so, für mich, eigentlich ist so, Google Maps heisst die wirklich auf die Minute genau an, also du kannst da kaum etwas rausholen. Ich bin letztes Mal eine Strecke gefahren von 1 Stunde und ich bin immer so schnell gefahren, wie man darf, also das beziehungsweise so ein bisschen mit der Toleranz, oder? Natürlich nicht als Raser, wirklich immer der Toleranz. Und ich habe bei 1 Stunde, was ich rausgeholt habe, sage und schreibe, in 1 Stunde habe ich rausgeholt irgendwie 2 Minuten. Also weißt du, wenn du nicht, anstatt du nicht irgendwie 2 km schneller fährst, reinrutst und irgendwie auf der Autobahn irgendwie 40 km schneller oder so, dann kannst du halt keine Zeit rausholen, weißt du? Ja, bei mir, also, ich will jedem mal auch empfehlen, wo jetzt vielleicht den Frühling mit der TÜV-Prüfung anfängt. Sind einfach extrem vorsichtig. Es gibt so viel, auf das man muss schauen. Ich habe zum Beispiel, als ich frisch mit der TÜV-Prüfung angefangen habe, wo ich fahre, habe ich also eine 125er-Prüfung schon gehabt, durchs Auto, und habe dann mir einen 125er TÜV gekauft. Und ich habe wirklich wortwörtlich, auch wenn es vielleicht nur so ein paar Zentimeter sind, aber ich habe einen Wheelie gemacht, weil ich nicht gewusst habe, wie ich umgehen mit der Bremse und mit der Kupplung, oder? Da würde ich euch einfach wirklich raten, wenn ihr TÜV fahrt, das erste Mal, passt wirklich auf. Es ist so etwas anderes als Auto. Ich könnte das wirklich nicht, so jetzt muss ich rechts tun, ich könnte das wirklich nicht vergleichen. Ich muss Gas geben, weil vorne war ja rot gewesen. Nicht, dass jetzt da dann auch das Licht runtergeht. 9 ab 9 sollte ich ankommen. Bei Kennis, also ich habe von nichts bei Kennis vor, also Occasion-Händler oder Autohändler, ich habe dort nichts vor in der Nähe, aber ich habe gerade die Adresse auswendig gewusst, darum habe ich die eingegeben. Nein, ich muss schauen, dass ich nächste Woche mal wieder meine Kette kontrollieren lasse. Und zahle wieder 20 Stutz. Weißt du, für mich ist das so, ich sage, warum muss ich das nicht selber fahren? Kannst du das doch selber machen? Ja, kann ich schon selber machen. Ich habe es auch schon selber gefittet. Das Fitten ist kein Problem, aber ich kann es schon mal spannen selber. Du musst rein am Rad, an der Radaufhängung rumschrauben. Weißt du, um dann das Rad hinterher zu ziehen. Und das kannst du vergessen, dass ich das mache. Das kannst du vergessen, dass ich als Amateur am Rad irgendwie hinten oder vorne ziehe. Das mache ich ganz sicher nicht. Weißt? Es ist nicht einfach noch über das Schräubchen drüllen und fertig, sondern du musst das ganze Rad hinterher ziehen. So, jetzt muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen konzentrieren. Kann sein, dass ich weniger rede, aber ich muss das schöne Körbchen fahren. Nein, es ist jetzt recht frisch. Ich bin nur im Hoodie, ich habe nichts drunter an. Recht frisch, aber es wird heute noch ziemlich warm werden. Darum habe ich gedacht, da lieber jetzt nicht zu viel anlegen. Immer noch 8 ab, also wir haben immer noch nicht mal 1 Minute aufgeholt. Ich habe jetzt auch extra meinen Starter von Einhelp, habe ich einen Starter zugeschickt bekommen, ich mache noch ein Video drüber. Ich habe jetzt extra immer dabei. Ich weiss, wie schlecht dass meine Batterie zu Werk ist und ich hoffe mal drauf, dass sie, wenn ich die Kamera dabei habe, dass sie nicht mehr anspringt, dass ich das zeigen kann. Aber sonst und sicher demnächst mal das Video, weil so schön. Es ist so geil. Weißt du, wenn es so Wetter ist und ich mit dem Auto unterwegs, egal am Morgen schon oder am Nachmittag, und es ist so Wetter, ich weiss, es wird noch schön nach. Im Auto, ich kann kotzen. Ich denke mir, Gott vertelle, warum bin ich nicht auf dem TÜV? Wirklich. Ich denke mir so, warum bin ich nicht auf dem TÜV? Und das ist für mich eben Motivation, weißt du? Ich gehe jetzt an, was mich jetzt aktuell nicht unbedingt so freut, mit dem TÜV. Und ich weiss, hey, wenn ich das fertig habe, ich kann nochmal einen schönen Motovlog aufnehmen beim Heimfahren. Und ich weiss, hey, ich bin auch günstig gewesen, ich habe das Auto geschont, ich habe Benzin gespart. Das Problem ist, ich denke mir so, nein, warum soll ich mein Auto schonen? Ich zahle jeden Monat etwas fürs Auto, also ich zahle schon Versicherung, Straßenverkehrsamt, und wenn du dann leasest, zahlst du Leasing. Jeden Monat zahlst du etwas, warum soll ich das Auto schonen? Auf der anderen Seite, es ist ein neues Auto, ich habe bis 100'000 Kilometer habe ich Garantie. Wenn ich jetzt, schau mal das an, wenn ich jetzt Gas gebe und die 100'000 Kilometer schnell durch habe, sagen wir mal, dann habe ich einfach noch keine Garantie mehr.
Weißt du, dann habe ich vielleicht schon im zweiten Jahr keine Garantie mehr aufs Auto. Darum wollte ich eigentlich schauen, dass jetzt 35.000 Kilometer auf dem Auto. Ich bin jetzt extrem viel mit dem Auto gefahren. Ich bin jetzt die ganze Winter durch bin ich mit dem Auto gefahren, was ich früher noch mit dem TÜV gemacht hätte. Darum wollte ich jetzt schauen, wenn es jetzt wirklich geht, dass wirklich mit dem TÜV wieder mein Ding ist. Fahrmittel. Hauptverkehrsmittel oder so. Weißt du, weil es geht nicht mehr lang, dann habe ich 40.000 Kilometer drauf. In ein bisschen mehr als einem Jahr. Also, weißt du. Nein, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spass gehabt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.